Und da sind wir schon wieder. The Long Dark Let's Play. Wir sind hier beim Omi zu Gast und es ist schön kuschelig warm. Ich möchte jetzt aber noch ein bisschen wissen, was ist da mit der verlassenen Stadt passiert und wo ist die Astrid? You keep calling me a mainlander. Why? It's what you are, isn't it? From the mainland, an outsider. You don't really belong here, do you? Okay, but you sound bitter about it. We lost everything in the collapse. People didn't realize how dependent we'd become. Some were fine with it. Others didn't want the scraps from your table. Created deep rifts in families, communities, scars that never healed. The mainland had become our lifeline, and it was suddenly cut. And so, we suffered. I guess I don't know much about that history. I'm not surprised. You mainlanders have always been focused on your own story. Only interested in Great Bear when it had something to give you. If you can't cut it down or dig it out of the ground, what use is it to you? Oh, jetzt wird es philosophisch. Strom. The power seems out all over town. The power's always been spotty here, since the quakes. No money to fix the broken stuff left behind. And nobody from the mainland seemed to care enough to do anything about it. I'm sure someone will come and fix it. Nobody's coming to save Milton. How can you be so sure? I've learned to hear the difference between something quiet and something abandoned. This goes deeper than just a stillness. It feels like the moments before the world goes to sleep. We're just the last ones left awake to notice it. Das sind starke Worte, ja. What really happened here? Seems like people were here recently. Where did they go? Why didn't they call for help or just drive out? The power went out. Who knows the reason? People started to get cold, hungry. They panicked, started to talk crazy. Others walked here from the highway. Some belonged here. Others were outsiders, like you. Did anyone see a woman? Brown hair, would have had a tan jacket, a scarf with birds on it. Possibly injured. There was an outsider woman. I heard her pass through. She wasn't alone. There were angry voices and... But the storm was too loud. Voices? I lost the voices and I couldn't get them back. Before, you mentioned hearing voices. Do you remember what you heard? Memories are gray, misty. I'm trying to remember. It was windy. The blizzard was already waking up. But I heard yelling. A scream. Was it a woman's voice? I'm not sure. The voices were thin, far. The blizzard was waking up. Soon there was only wind and darkness. I don't know. I don't remember. It's all cloudy now. Ja, das wäre es, was wir für den Mann gewesen mit dem Omi.
Ja, ein bisschen deprimierende. Also die Stimmung ist ja wirklich exzellent. Ich schaue mal, was wir jetzt für neue Quests bekommen haben. Also ich soll zur Tankstelle gehen, nach Vorräten suchen. Der Kühlschrank vom Omi muss mit Futter gefüllt werden und der Feuerholzbehälter, den haben wir vorher gesehen, vor der Hütte, ja, muss mit Feuerholz befüllt werden. Da ist alles erledigt. Ja, okay. Ich würde jetzt aber wirklich gerne mal... Oh cool, das Styro ewig brennt, schöne 20 Grad. Aufwärmen läuft. Ich kann leider keine Fackeln holen, weil ich würde wirklich gerne etwas sehen. Also, ich weiss jetzt aber noch, aufgrund von meiner letzten Episode, ich esse jetzt da zuerst mal etwas. Ich weiss gar nicht, ob das langt. Wahrscheinlich wird es eher knapp. Machen wir doch noch ein bisschen. Kann ich da mehrere machen? Ich glaube schon. 3. 2 aufs Mal kann ich köcheln. Oi, Yomi! Was bist du da rumgezocken? Ich weiß nicht mehr genau, wie viel das man braucht. Ich glaube, es wird angezeigt, wenn man schlafen geht, wie viel Kalorien das man verbrennt. Es ist jetzt so etwa die Mitte von der Nacht. Ich denke, so 8 Stunden würde ich schlafen. Omi, fein, hä? Feines Steak gebrutzelt. Omi! So, einmal frisches Kaninchen. 25 Minuten, wie viel habe ich jetzt? 630 Kalorien. Ich weiß, das lange wahrscheinlich nicht über die Nacht. Dass ich das auch noch fertig koche. Ich habe in der Zwischenzeit machen wir noch eine Ladung Wasser. Und was kann ich sonst noch machen? Statt was wirklich das Bierli, Holzhacken, zum Fleisch nehmen. Ah, ich sehe eigentlich Hagebutten-Thema. Was, 40 Stutz ist schon krass. Da kann man, brauchen wahrscheinlich zuerst Wasser, okay. Dann haben wir da noch ein bisschen Has, das ist Kohle, und Hölzli. Omi, hör auf zu stöhnen. Rohrkolben. Ah, das ist wirklich nur zum Zünderle. Also ich trinke mal das, was vergammeln kann. Es gibt doch ja, es gegen Durst. Dann haben wir den Kolben haben wir schon gehabt. Notfallspritze. Okay, das ist ein Energieschub. Magnesium. Krach will die Tiere vertreiben. Der Stängel, den kann man essen. Ich glaube, der verdirbt er nicht so schnell, den behalte ich mal auf. Schmerzmittel. Klar, das ist was zum Verbrennen. Das wäre es von meinem Besitztümer. Was bedeutet denn das? Keine Ahnung. Aber dass sie vier Verbände haben, das ist ja gut. Ach, da hätte ich noch Wasser. Mal schnell schauen. Das geht noch 15 bis zum Sieden, 14 bis verbrennt. Das heisst, das essen wir. Njam, njam, njam. 13 Minuten geht dann noch trinken. Omi, nicht stöhnen. 1200, ich denke, das lange.
10 Minuten, aber ich hau jetzt den anderen Hase noch drauf. Dann müsste es eigentlich schnell gehen. 12 Minuten. Oh, mir fällt etwas ein. Der Darm. Wo habe ich den Darm? Ich glaube, den muss ich da am Boden legen. Omi, ein bisschen Darm. Damit er trocknen kann. So, zweimal Darm. Und mit trocknem Darm kann man, glaube ich, Sehnen machen und dann einen Bogen herstellen. Irgend so etwas haben das im Kopf, aber es geht ewig, bis das Zeug getrocknet ist. Darum tun wir mal das Omi ein bisschen dekorieren. Das geht 2 Minuten, das geht noch 5 Minuten und dann können wir endlich mal pennen. Nehmen wir und das Fleisch. Das packe ich aber nur rein, das wird noch nicht gegessen. Mir kannst du auch Hunger rühren. Gibt aber nichts. So. Also, jetzt hoffe ich, finde das Bett nicht dunkel. Da hinten müsste es Stege haben. Vor allem hoffe ich, finde ich wieder runter. Und dann geht es da, glaube ich, links über. Oh mein Gott. Da, Bett. Yes! Schlafen. Also, ich mache mal 8 Stunden. Einfach so merkt, das braucht nicht 500 Kalorien. Ich hätte nicht so viel müssen essen. Aber ist egal. Passt schon. Gute Nacht. So, also. Jetzt ist sie doch wieder ein bisschen freundlicher geworden. Die Gesundheit ist gut. Der Rest sieht auch gut aus. Dann schauen wir mal ein bisschen schauen, was Omi so zu bieten hat. Ich tue jetzt aber noch speichern. Da habe ich doch sicher einen Speicherstand namens Omi. Das liegt ja auf der Hand. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, kann ich alles nehmen oder wird es irgendwann mal sauer, wenn ich hier das Zeug plündere? Aber ich glaube, ich kann alles nehmen. Weil Omi und ich, wir sind jetzt beste Kollegen. Näher für Anfänger. Also, was die über die Pflege von Kleidung wissen wolltest. Ja. Nähzeug nehmen wir natürlich auch. Jetzt muss man schauen, das Buch, muss ich das jetzt noch lesen? Ich glaube nicht. Ah, ist das da? Was ich weiss. Nein. Da nehmen für Anfänger. Ich glaube, das ist eben anders zum normalen Spiel im Story Mode. Bedeutet das, ich habe das jetzt in meinem Sack und das gibt mir irgendwie einen Bonus beim Nähen. Das sehen wir. Ah, ich kann noch untersuchen. Ja, sehr viel Information. Und es gibt einfach einen Bonus, wenn wir nachher nähen. Das sehen wir dann, wenn wir nähen. Ich würde jetzt aber das Tageslicht ausnutzen. Mal schauen, was haben wir da noch? Klo. Da hat es Wasser. Wie sieht es mir wassermäßig aus? Ich denke, gut, dass ich trinke noch schnell. Soll ich das mal sammeln? Nein. Ich weiss ja, wenn ich Wasser brauche, kann ich da oben ihr WC trinken. Kartus ist noch zum Auseinandernehmen. Da hat ein kleines Aufblitz an Karton. Okay, noch Müll. Omi, mal aufräumen. Okay, ist das Omi in Jung? Ich weiß nicht, da hat es auch noch das Bett. Stuhl, Truhe. Ja, Lili ist in dem Fall doch. Ich weiß nicht, ihre Tochter. Dann ist das das Zimmer für ihre Tochter. Da ist nichts, da ist auch nichts. Und da kommen wir an. Okay. Dann ist es. Dann habe ich in Omis Bett geschlafen. Wer haben wir denn da? Ah, dann ist das Omi und die Tochter, das ist das wahrscheinlich Lili und Omi. So. Haben wir das Familienrätsel auch gewusst? So, Omi, hallo. Guten Morgen. Schauen, was du da noch so zu bieten hast. Karton.
Noch das Familienbild. Omi, hallo, guten Morgen. Gut geschlafen? So in deinen feinen Darm. Du hast 8%. Schnell was in Erinnerung haben. Schrank. Leer. Okay. Omi, du bist aber recht geizig mit deinen Habseligkeiten. Da könntest du wirklich ein bisschen... Oh, ein Radio. Das nicht läuft. Du könntest wirklich ein bisschen mehr Sachen haben zum Looten. Das ist jetzt echt langweilig bei dir. Da. I'll Sardinen. be hungry later. Omi, danke für die Sardinen. Du willst ja sicher nicht eine Wasserflasche. Auch. Ah, das ist der Kühlschrank. Okay, den muss ich fühlen, um die Omi glücklich machen. Und weißt du was? Ich meine, die Sardinen sind eh schon vergammelt, ich kann sie haben. Was gibt es? Es gibt 300, geht das auf, möglicherweise auf Kalorien. Da ist ein... Oh, ein Kochtopf. I could Cool. use this. Yeah, for sure. Karton. Nochmal Kochtopf. Das wär's. Omi, ja, du bist wirklich ein bisschen am Arsch. Wenn ich so bestätige. Jetzt mal schauen, jetzt mache ich das Inventar aufräumen. Wo sind die Töpfe? Ich muss dann machen mit dem Filter arbeiten, das wird zu kompliziert. Das ist alles, so ums Fühler geht. Da habe ich nicht wahnsinnig viel. 15, halb voll. Dann erste Hilfe. Das tue ich in den Schrank. Kleider brauche ich eh. Futter. Das sind Töpfe. 1 Kilo ist so ein Topf. Das bringt eigentlich nicht, wenn ich die alle mitbringe. Also ich lege jetzt einfach mal einen Topf an. Und dann nehme ich eine mit, aber die Dose, die brauche ich ja dann nicht mehr. Also ich räume da mal den Schrank hin. Omi, ich benutze mal den Schrank, dort 40 Kilo. Also. So viel Zündhölzer brauche ich nicht. Zunder. Also das kann ich nicht aussen reinpacken in den Omi-Schrank. Schmerzmittel. Ich brauche jetzt sicher auch nicht alles dabei. Notfallspritze nicht mal einen mit. Da brauche ich auch nicht alles verbannt. So, Kleider will ich alles dabei haben. Das ist alles Futter, nehme ich alles mit. Fackel, Bieli. Ja, komm, das ist leicht, das brauche ich. Der dort Stein. Ja, nehme ich auch mal mit. So, für das habe ich im Moment alles keine Verwendung. Stoff, ja, es ist leicht. Nehmen wir mal so. Ja, Omi, ich würde sagen, ich breche mal auf, aber in der nächsten Folge dann gehen wir mal schauen, was die Stadt so zu bieten hat. Vielleicht finde ich ein bisschen Futter für dich und etwas zum Warmmachen. Du hast jetzt da einen Topf, Omi, schau, Topf. Ah, du siehst nicht. Topf. Machst du das feine Süppli, bis ich wieder zurückkomme. Und das ist in der nächsten Folge dann der Fall. Und deshalb beende ich das mal und sage Tschüss.